Fredi. Moje Kanner. Fredi. Moje Kanner sind die Jan vu Makedra.lu. Fredi. Wo dir de Fredi gesehen? Fredi? Ah, du hast den Fredi. Fredi. De Fredi, den meinte, man müsste sich irgendwo verstoppen, wo er Ruhe hat. Ich hole den Fredi aber raus. Und ich setze meinen Schulsack auf. Wo könnte ich den Fredi dann hinsetzen? Weil hier will natürlich gerne dabei sein. Du vielleicht. Ich meine, du sitzt ganz gut. Super. Voilà. Ich bin froh, dass da all dabei seid. Für Haut zu summen, ein Klonennuss zu basteln, an mit einer Klonennuss lernen ein bisschen zu spielen, und Spaß zu haben. Ganz wichtig, Spaß zu haben. Voilà. Ich meine, ich gucke mal, was ich in meinem Rucksack habe. Was tue ich da mitgebracht? Also, was benutzen wir da für die Klonennuss zu basteln? Eierköcht. Ein Eierköcht mit engem E dran. Wo sind denn die anderen 5 Eier? Fredi? Egal. Nee, das geht das durch. Du siehst noch lauter Sachen. Okay, da bin ich wirklich froh, weil ich hatte mich gefragt, wie ich das mit engem E kann machen. Ich stehe da mal da hin. Und mit enger Eier kriegt, okay, hier sind noch lauter Sachen. Gut, super. Und dann stelle ich die Eier kriegt einfach mal bei die da dabei. Super. Aber immer die aber basteln, weiß nicht, ich aber schon mein Klonennuss. Jetzt, mein Schere Klonennuss stehen sie ganz vorsichtig schon, weil hier ist Elastik drin. Nicht das Thema Futti geht, ziehen sie schön durch den Kopf. Uff. Und dann roh wird mein Nuss. Voilà! So, das ist schon mal ein guter Anfang. Da habe ich mal schon mein Klonennuss. Da stelle ich mich noch vor. Meine Kanner, ich bin der Klon Jan. Voilà. Und dann das Edo. Das, vielleicht kann der Fredi auf das passen. Wenn ich das Elo holen und ich lehne das hin, Fredi, du passt hier darüber ab, ne? Voilà, dann habe ich das als Jan gemacht. Aber wie kann ich das als Klon machen, dass das vielleicht witzig wäre? Was immer flott ist, das mit Musik zu schaffen. Weil Musik ist etwas, wo ich nicht viel nachdenkt. Musik ist etwas, was mit dem Herz lauscht, mit den Emotionen lauscht. Und das hilft einem immens. Weil dann könnt ihr ein bisschen vom Kopf rauf an den Körper und an das Herz und dann möchte ich einfach etwas. Und das probieren wir genau. Probieren wir, nachher das E zurückzulegen, eine Musik zu machen, nur so zu tun und dann irgendwie etwas zu machen, ohne zu viel zu planen, für das E bei der Fredi zu bringen. Okay, probieren wir. Voilà, lo habe ich schon eine erste Klonen-Improvisation gemacht mit meinem E, mit einer Musik, einer Nuss, ein E, der Fredi an. Mehr brauche ich nicht. Voilà, der Fredi ist halt mein Spielpartner, weil das flott zu zweit zu spielen. Und ich bin sicher, wenn ihr bei der Klonennuss hat, da könnt ihr auch daheim, ja, ihr selber, ihr Spielpartner rauswählen, mit dem da zusammen das könnt ausprobieren.
Genau. Lo, du nicht nur ganz vorsichtig aus. Ich muss immer ganz gut auf den Lastiger passen. Das ist gut gegangen. Voilà, schließen Sie Fuß. Oh, mein Hühnerschming. Mein Klonen köcht an die Weise nicht ihr Gelo. Ich finde nämlich schon ein paar Klonen nur sind für Haut für ihr extra präpariert. Und ich weiß nicht, Stelo. Ja. So. Voilà, also hier ist die man die ich unhat, Lastik, genau. Und dann hier habe ich auch noch ein Flott, die ist ein bisschen mehr klein, aber auch mit einem Lastik, den stehen wir neben drin. Und hier, was finde ich dann hier? Hier ist auch noch ein, die sieht komisch aus, die hat kein Lastik, okay, Lach für die Nuss. Schließen Sie mal da hin. Hier ist noch komisch. Was ist das da? Da sind komische Striche drauf. Hier ist eigentlich weiß. Wie hat er weiß? Soll doch rot sein. Und hier sind einfach zwei. Sind das nicht zwei Stücke von dem heutigen Erdäpfelfleisch? Genau, das ist es. Ja, das hier sind die verschiedenen Schritte, die man macht, für als Klonennuss zu bauen. Okay. Und da ist auch noch ein Stück. Okay. Voilà, super. Das sind als verschiedene Stecker, die man braucht. Wir basteln natürlich auch eine Nuss zusammen. Da sehen wir zusammen mehr klar, was die einzelnen Schritte sind. Wir sehen also hier schon, dass wir eine Fertignuss haben mit einem Lastik. Wir sehen hier auch noch eine Fertignuss auch mit einem Lastik mit klein. Hier sehen wir eine, die ist rot, aber die ist mannerrot. Vielleicht seht ihr das an der Kamera, die ist mannerrot. Für was? Und da ist die hier wichtig. Wir werden sehen, wenn wir aufhängen, sie zu malen, als Klonus. Also es ist wichtig, dass wir als erstes immer mit Rot drauf malen, ein weiß Kusch machen, für das Rot besser rauskommt. Hier ist eine mit einer weißen Kusch drin und hier wäre eine, wo kein Weißkusch drin war, also einfach auf den Karton drauf. Und hier sieht man dann natürlich die zwei Stecker von der Eierküche, die mussten natürlich zusammen gepasst gehen. Ja? Und da geht das noch so schon ein bisschen mehr wie ein Nuss ausgesagt. Und hier ist dann genau, die ist dann zusammen gepasst schon. Und da haben wir dann gemalt, wo wir mit einer Schere dann als Öffnung schneiden, für sie abzusetzen. Voilà. So, ich meine, den Titel mal zurück. Und da gucken wir dann kurz, was wir alles brauchen. Die sind daheim, die wollen heute schon den Ofen nur Klonennuss basteln. Aber ja, dann haben wir folgendes Material, das gucken wir zusammen am Ekran. Voilà, wir haben also Eis. Erdöpfchen, wir haben eine Schere, wir haben sogar zwei Scheren, das weiß ich noch, für was gut kann sein, zwei verschiedene zu haben. Wir haben also Pasch, das weiße Pasch, also keine Prit oder Sekundenkleber, mehr weiße Pasch. Dann haben wir natürlich als Farbe, weiß und rot. Und wir haben Elastik für Dono als Nuss unzudrehen. Genau. Voilà, da gebe ich so an, fangen wir einfach an, so eine Nuss zu machen. Ich mache dabei eine kleine Musik am Hintergrund, für das mehr flott ist. Und da fängt man an. Seid ihr bereit? Alles gut, also, ich habe meine Eier gekocht. Ich hole meine erste Schere. Das ist ein bisschen wie ein Graff-Schere, mit der schneiden ich wirklich mal hier ganz graff. Den Deckel hier fort. Voilà, weil die brauche ich nicht. Die stehen stehen. Vielleicht brauche ich den noch für etwas anderes zu basteln. Gut. Dann, hier ist so eine Ecke, die kann ich auch fortmachen. Vielleicht brauche ich den noch für noch etwas anderes zu basteln. Weiß ich ja nie, kann ich immer mal holen. So, machen wir den. So, nun schreiben wir eher Köst. Hallo, könnt ihr, so muss ich viel Kraft tun. Du kannst vielleicht
Eltern helfen oder große Bruder, große Schwester, du musst wirklich durchtrennen mit der dicker Schere. Das ist nicht so einfach, da brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit. Dafür habe ich das schon viel präpariert gehabt. Ich beginne mit der dicker Schere, wirklich durch ganz Erdküste durch. Und dann machen wir da noch, muss man wundern, die zwei von denen trennen. Das machen wir noch. Das ist nicht schlimm, wenn du irgendwie etwas bisschen Futti geht, weil das war eine dicke Schere, und du könnt eine kleine Schere. Für was eine kleine Schere, weil du ein bisschen Chemie präzise arbeitest. Und du hast die Schere ganz gut, die habe ich am Supermarkt gekauft, das ist so eine Schere für den Bart. Kann ich vielleicht auch eine Nägelschere, aber wenn ich dann noch Nägel schneide, ist nicht so gut. Dafür einfach eine neue Bartschere vielleicht kaufen. Die ist ganz gut, weil ich habe mein Steck und ich fahre hier rundherum. Das heißt, ich gucke nur sich genau, ob der heißt, da wo meine Abkurvung geht, genau da wo die sich abhält, setze ich an und da schneide ich rundherum, bis ich ganz den Tour gemacht habe. Voilà, für so, das brauche ich nicht, lehne ich auf Zeit. Noch die kleinen Äcker fort. Voilà, so. Dann nehme ich schon mit diesem Teil auch durch, ich gucke, wie weit meine Abkurvungen haben. Da setze ich mehr oder weniger an. Und dann fahre ich mit meiner feinen Schere, die schneidet wirklich gut an. Mit der Größe gibt das schwierig gehen. Geht aber bestimmt auch mehr, das haben wir, wie gesagt, mehr einfach. Voilà, da fahre ich auch rundherum. Voilà. So, du hast schon alles Zeit, werde ich nicht mehr brauche. Und ich habe Schnipseln, ich meine, die Zeit. Voilà. So, du und ich habe, wie wir gesehen, meine 2 Halsschichten, die ich aus brauche, für meine Nuss zu machen. Ich setze aus die 2 Halsschichten so oben. Also ich gucke ein bisschen, ich muss ein bisschen schön sichern, gucken, wo passt das am besten, wo am meisten Lach nach Fett bleibt. Ich gebe mal so und so zum Beispiel. Wird gut. Und da sind noch Witze, die raushängen. Die lassen ich mal nach und ich komme zum nächsten wichtigen Schritt. Und das ist natürlich das Ganze zusammen. Du hast uns umgefallen. Ich stelle mir da, dass ich riecht. Voilà. Pinsel braucht man da noch. Voilà, das ist wichtig, dass ich da weiss, Pasch hole, wie viel du sagst. Den ist am besten geeignet dafür. Die kriege ich noch überall. Ich hole mir weiße Pasch und ich fahre rundherum, voilà, rundherum den Rand. Also nicht schlimm, wenn ein bisschen so fangen könnt, weil der Vierde von dem Pasch ist, das ein relativ einfach fort geht. Ich mache meine Musik auch und voilà. So, lo setzen ich die zweite, ich kann heute mit dem Fanger ein bisschen verreiben, das ist kein Problem. Lo setzen ich zunächst ab. Voilà, und halte ich das fest und da kann ich gut nach ein Kahai ein bisschen drauf setzen und das nur mit dem Fanger verteilen. Voilà, so, ich gebe das so los und da verteilen ich das. Voilà, die sieht hier, also da steht ein bisschen über, das ist schwer, 100% perfekt zu kriegen, aber das ist einfach nicht schlimm, weil wenn du Farbe drüber hast, dann fällt das eigentlich praktisch nicht mehr ab. So, da habe ich die heute zusammen gepasst. Was könnt du als nächstes? Ich kann die nicht bemalen, weil die muss drischen. Das heißt, die hier, die gebe ich daheim, gebe ich auf die Seite legen. Ich gebe sie drischen lassen. Also, wie gesagt, die weiße Pasch kriege ich relativ einfach mit einfachem Papaya weg. So. Voilà. Die Dote gebe ich drischen lassen, aber wenn sie fertig gedrischen wird, dann hole ich nachher meine Rangschere. Und ich kann die Wurzeln, wo wir vorhin gesagt hatten, die Steuern, die kann ich wegschneiden. Klingt ein bisschen wie beim Koffer.
Voilà. So. Voilà, da sind Futze lo fort an lo gift die Hai dann op Teizung gelöscht gin oder eng warm Decken oder so stellen so Modiner. So, wann die Dolo gedrschend wär, dann wär dat jo die Heiten. Ne? So, da giwech mei Bleistift tullen, ha lo schwarz markiert, fir da sind gut gesäit, dat Teech ich gi vu sech ufhängen, strengend lo weil mir manet, wann mat do hin basteln këmmert man Bleistift man. Ech fannken op enger Seite un zu mir stelle ich mir vor, ich gesinn ein Dreieck, ich zeichne dat op der enger Seite an und dann drehe ich mich nur eine Uhr, wenn ich gehe langst den Kreis, den ich da gesehen, zeichne ich meine Linien auf die andere Seite und die zwei Linien die sollen parallel zu mir sein. Und ich drehe nicht nur den Anker und dann habe ich die Spitze vom Dreieck, wo zu mir weist. Und dann hatte ich so meine Öffnung fertig gezeichnet. Ja, und dann gehe ich mit der Schere, mit der Rängerschere. Das geht besser, weil du hast wirklich die Großschere schwierig. Fahre ich da ran und ich gehe einfach vor der Linie noch. Genau. Okay, voilà. Dann habe ich ein bisschen, da muss ich in den Keier kommen. Schneide ich da ein bisschen mehr ran. Und da setzen ich vielleicht frisch an. Voilà, von unserem Rob. Meine Linie hier weiter. Und hier noch rauf. Und da wäre ich da schon fertig. Das lege ich auf die Seite. Und voilà, kann mein Nuss gemalt gehen. Was der Viertel von der Hainuss ist, ich hatte ja vorhin erklärt, ich hatte Alkeselastik drin, die kann ich auch schon so unduen. Das ist super bei der Doa. Die kann ich schon so unduen. Du brauchst Musikelastik machen, die sieht heute, dass die dich wie drin ugeduen hat, für zu spielen. Da habe ich die Elastik, mich kennt es auch ohne Elastik so unduen. Das kann ich machen. Aber wenn wir noch fertig sind, dann machen wir ein paar Klonespieler. Ech schon da lewer och awer nach Elastik, weil wenn sich viel bewegt, da kenint zum Moro fallen. So, dat ass Lomo die sonch mi schwéier nues vun denen zwo, weil mir hun noch eng, die bësse mi einfach geht, du gimmer also wie gesot dann net die zwo Halschechte vun eiser Ehe köcht ze Summe pechen, dat ma man net. Mi holen einfach eng von den zwo Halschechten, die as am besten gefällt, a mir können dann sech do direkt Elastik dran machen. Das ist, wir machen so schüsst ein Lach auf zwei Seiten. Dann auf zwei Seiten ein Lach. Und dann können wir unseren Elastik dran machen, ajustieren, also auf den Deck von unserem Kopf aufpassen, dass der Elastik, die finden auch am Supermarché, muss ich nicht spezielle Elastik von abwägen, die Elastik, die ein bisschen hält. Wir malen den und dann sieht das so aus. Voilà, dann haben wir hier tauschend die Roders an der Elastik. Und da kann ich auch die unduen und die sieht auch flott aus. Die hat ein bisschen schon kurz. Ja? Die andere geht mir raus und die halbe bisschen Mann, aber auch flott. Hier muss ich natürlich Elastik holen, weil die bleibt, los, up. Die bleibt natürlich nicht ohne Elastik unter Nuss. So, los sind wir bald fertig. Wir können einen ganz schönen Moment. Und zwar den Moment, wo wir als Klonennuss rot machen. Gut, die Heile ist auf Zeit. Ich mache den Tisch ein bisschen proper. Ich mache die Musik nach ein Kehr und weil kommt ein spannender Moment. So, ich mache meine Farbe köcht ab. Super, wow. Ja, wie ihr seht, an meiner Farbe köcht, da habe ich die Rot viel benutzt. Und schon aber auch die Weiß benutzt. Wie gesagt, hatte ich gesagt, das ist wichtig, dass ich in der Sicht auch ein weiß Kusch drin möchte. Ich gebe so, wir machen just den Anfang von der roten Kusch. Hier haben wir ja einen, wenn die hier fertig gedroschen ist, wir haben einen weißen Kusch drauf und dann ein Rot. Dafür holen wir ein Pinsel, mit Wasser,
Weiß-rot Pfaff. Bisschen Wasser. Gehen wir rüber. Und da können wir anfangen, sie zu malen. Bei der roten Farbe können wir ruhig 2 Kuschen machen. Also ein echt weiß, drücken lassen. Ein echt rot, drücken lassen. Und dann machen wir noch ein bis mich spät ein Last und ein zweit rot drauf, für das er doch ein schönes Rot noch gëtt richtig schenkt Klone rot. Voilà, ich meine lo. Ha net ganz fertig, weil wir wollen ja noch ein bisschen Klone Spieler zusammen machen. Aber ich meine, die Logie, wie es geht. Ich weiß nicht, ich kann dann die Linstoffe hier hin, für dass sie kann trocknen. Den Pinsel mache ich auf. Und dann kommen wir zu den Spielern. So, guck mal einmal auf unseren Ekran. Was tun wir da noch? Ja, einfach ein kurz klone Spieler mit Nuss für daheim am Mai. Genau. Wir machen ein paar Spieler. Also ich tue mal einen kleinen Warm-up à la Klon, Klonen-Emotionen, Banana-Dramatika und Klonen-Interview zu 2. Da gehen wir mal gucken, was das ist. Warm-up à la Klon, Klonen-Emotionen, Banana-Dramatika und Klonen-Interview. Banana-Dramatika, das ist ja mit einer Banane. Und ich da Bananen dabei. Schaffen Sie Bananen dran. Uff, 2 Bananen, super. Okay, ich stelle mal hier hin. Weil nun muss ich ja aber mit Klonen nur sünden. Und ich kann ja nicht Klonespieler machen ohne Klonennuss. Also wenn der Klonennuss fertig hat, dann tut sie an hat Spaß daheim, bringt er Familie zum Lachen, an ihr selber auch zum Lachen. Ganz dus. Voilà, so. So, machen wir kleine Klone Warm-up. Wie viel du sagst, hast du als flott Musik einfach uns machen an der Hälfte engen. Ich mache einfach kleine Klone Warm-up mit meiner Banane. Schon da jetzt. Oh. Okay. Stell mal vor, die 2 Bananen, die wären mega schwer. Oh, ja. Ja, super. Voilà. Du hast mir richtig warm. Hol dabst du heim, ein Apfel, eine Banane und einfach eine flotte Musik und dann spielt du mal, die stell dir 4 Bananen. Wer keine Bananen, mit wer eine Banane, die 100 Kilo weit. Und dann spielt du mal da. Super. Lo, also mir schon gut warm. Lo machen wir das zweite Spiel Klonen Emotionen. Weil Klon heisst Emotionen. Und der Klon, wie der bei der Abwärmübung gemerkt hat, muss nicht schwätzen. Der kann auch einfach über mit der Nuss, mit seiner Mimik, mit seiner Körperspruch schon ganz viel aussuchen. Das zweite Spiel weisen noch 6 Emotionen. Das sind so die 6 Hauptemotionen, Grundemotionen, die wir haben. Ich weise eng oder andere
An Donno während dem ich spiele, probier dir zu roden, wie eng Emotion aset. Donno weisen ich an die Kamera Schuld, wo drauf steht. Und dann bin ich mir sicher, dass das richtig geroden hat. Okay, sind wir bereit? Musik fehlt noch. Also echt neutral, keine Emotion. Und die nächste. Neutral. Roserei. Und die nächste. Gut hat geroden. Gut, Angst natürlich. Das ist eine Emotion, die wir alle kennen. Und die nächste. Neutral. Trauer. Und geht weiter. Neutral. Überraschung. Am Hühner eng Lächt, weil mir hat gesagt, sind da sechs Grundemotionen, die wir alle kennen. Wen ass die Hai die Lächt, die muss auch nach roden. Alles. Neutral. Ekel. Kann dem auch ran. So, da holst du durch. Was bei dem heutigen Spiel ganz flott ist, wir haben so zusammen durchgespielt. Rotspiel. Spielen nach Roden. Ich könnte aber auch mit den 6 Grundemotionen Fried, Roserei, Angst, Trauer, Überraschung, Ekel, du hem op Entdeckungsrees go mat méger Roder Nues. Sto még Rot Nuun, ginn duch Haus, duch még Zëmmer, duch Kichen, duch de Gar, de Garage, an ech entdeckend Welt nei, mat méger Nuun. An ech reagieren op all Sachen, die ich gesinn. Ja? Mat méger Roder Nues. Genau, super. Mir hun nach als Drittspiel Banana Dramatica. Wie du Nummer seht, brauche ich auch meine Bananen. Was geht es? Es geht darum, seine Geschichte zu erzählen, auch ohne Schwätzen, von denen ihr nur guckt, nicht unbedingt am Anfang weiß, was genau geschieht. Es wird eine Geschichte erzählt, aber wir schwätzen nicht. Dadurch weiß den Zuschauer auch nicht ganz genau, was das ist. Mir gesagt,
jeden Fall aber das selbst geschieht an das probieren mal lo schon eine kleine Geschichte für ihr für berät ich spiele nicht die 4 Matter Nuss am Donno entdecken wir zu summen wat meine Idee war mir ich will die Stadt noch nicht verraten weil dir sollte mal einfach gucken an ihr dann Fantasie ja, frei raumlose für Geschichte dran zu gesehen. Für was ich spiele Banana Dramatiker? Ma jo weil Schulen eng Banan. Freddy, hörst du? Okay, der ist aber auch noch da. Ich hatte schon gefragt. Geklaut hast du der? Geil, Freddy? Okay, passt aber gut auf. Haut drauf, muss ich schon. Super, super. Weil der Schule mit Bananen, während ich die Geschichte erzähle, essen schälenisch und essen ich mit Bananen. Das geht also so wie der Freddy, auch ein Spielpartner von mir. So, ich erzähle die Geschichte und dann gehen wir zusammen durch. So, was hat der Klon gesehen, was hat geguckt, während er seine Bananen gies hat, seine Banana Dramatica gies hat. Die hat bestimmt etwas gesehen und die hat ich bestimmt für ihr eine Geschichte gezählt und ich bin sicher, dass Südfrei von ihr eine andere Geschichte sich gezählt hat. Und genau darum geht es hier auch. Wenn dir das Spiel aber daheim auch machen will ich trotzdem weisen, dass dir als Klon könnt eine Geschichte wählen. Da guck mal am Ekran, wie hat ich die dort Geschichte für mich präpariert, vorbereitet. Ja, ich hatte so vorbereitet, dass ich mal eine Situation aus dem Leben aus dem Alltag geholt habe, ein Footballmatch zu gucken zum Beispiel. Als 6 Schritte. Und ich habe zu allen Schritten eine Emotion beigesetzt. Komm ich da durch. Erster Schritt, ich werde auf dem Match, als ich gelangweilt sitzen daheim, fange nur mit dem Bananen zu scheren, geschieht nichts. Bemol, meine Kipp kommt auf den Terrain. Stolz, ich bin froh, dann hat es an meiner Kipperhaltung, an meiner Mimik. 3. Match fängt an, ich bin froh, weil ich hatte gewartet, lang. Meine Kipp verliert, ich bin enttäuscht, ich gehe rosen. Das Spiel ändert, Spannung. Ich bin ängstlich, weil ich hoffe, dass es weiter am Sinn von einer Equipe weitergeht, dass du Goal schießt. Und ich bin aber abgedreht zugleich, weil ich mir denke, sie gewinnen vielleicht aber. Und meine Equipe schießt den Goal, es wird aufgepafft, und meine Equipe hat gewonnen, glücklich. Weil das wäre ein Ziel. Hallo, warum ist hier noch etwas anderes? Ich hatte den Ziel hier. Viermal mit der Geschichte, und die könnt das auch so machen, wenn da eine Flottgeschichte hat. Und ihr wollt ihren Eltern, ihre große Schwester, kleine Schwester, große Bruder, kleiner Bruder etwas vorspielen, dann macht das. Schreibt dich ruhig auf, das könnt ihr ruhig auch so hinlegen, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, und es geht so, da könnt ihr das Blatt auch weglegen, aber so ist das immer ein gut Hilfe. Super. Mein letztes Spiel. Und zwar ist das ein Frohen-Antworten-Spiel. Genau.
Das machen wir noch zusammen. Das können wir dann daheim machen. Das ist ein Klonspiel zu 2. Und einer ihrer Familie stellt dich froh und die Antwort aber als Klon. Ja? Nicht als dir, mehr als Klon. Okay? Das heißt, du musst nicht schwätzen. Probier das mal daheim auch nicht zu schwätzen. Sie gewinnen immer zusammen wieder, wir kommen uns wieder mal auf der Seite. Just kurz, das heißt, die Frauen, die sind vielleicht ein bisschen schon, wo ich muss drauf aufpassen, die sind mich schwer für zu spielen. Wenn ich mal daheim zum Beispiel Englisch mache, ich so logisch mein Bruder, die dort frohe stellen, und dann anfange ich ihm mit meiner Klone nur so, wenn ich darf, wenn froh da wäre, wie heißt du, ist nicht einfach zu beantworten. Wie alt bist du? Das gibt gut, aber das ist nicht einfach. Wo wohnst du? Es geht, also nicht unbedingt einfach. Das heißt, wir probieren jetzt, kommen wir mal die erste Frage. Die erste Frage, die ich mal rausgewählt habe, wäre zum Beispiel, bist du stark? Ja? Da kann ich nämlich etwas spielen. Also ich denke, meine Fragen alle durch und dann spielen wir Beispiele zusammen. Eine andere Frage könnte sein, spielst du Instrumente? Da Menschen natürlich nicht. Oder ich weiß, wie ein Instrument spielen. Just ja oder nein so. Voilà, ich probiere mehr weit zu gehen, eine Geschichte zu spielen. Weisen wir gleich ein Kaffee. Eine andere Frage wäre, isst du gerne Spaghetti? Auch da oder nicht so ja oder nee. Wir weisen, wie viel vielleicht. Wir weisen nicht ein Kerl, wir spielen denke zusammen. Dann lasst mich Frage wäre, guckst du gerne Filme über Shopping zum Beispiel? Auch da darum nicht just nee oder ja, so mehr auch etwas spielen. Voilà. Froh Antwort des Spiel, ich will mir vielleicht noch zu weisen, für am Schluss meine 2 Lieblingsfragen raus. Wen hol ich? Bist du stark? Das hat man ja schon gesehen am Warm-up, wie stark ich bin mit den Bananen. Spielst du Instrumente? Die fand ich flott. Und wen holen wir nach? Isst du gerne Spaghetti? Gut, wir fangen nun mit isst du gerne Spaghetti? Nicht vergiss du meine Musik. Isst du gerne Spaghetti? Zweitfrage, spielst du Instrumente? Probieren wir das mal. Du weißt nicht, alle Instrumente, die ich spielen kann. Spielst du Instrumente? Voilà, das sind pure Beispiele, bei denen man denkt, oder Nuss alles kann machen. Die flottsten Spieler mit der roten Nuss sind die du selber erfindest, weil das sind Dinge eigen und finden immer flott eigen Ideen. Bastel den Nuss daheim, Dose un, wander durch das Haus, erfand Sachen und bring dich an die Familie zum Lachen. Wenn du etwas Flottes gemacht hast, und du hast es gefilmt oder du willst nach Filmen machen oder ein Foto gemacht hast, du kannst Sachen gerne an uns schicken auf info@makidra.lu, einfach bei auf die Seite gehen www.makidra.lu.
mat Kontakt mat opholen an mir sinn immer froh fir alles wat man gesinn, wat du daheim gemat hues fir hautone schmeng klonen nues aus. Ich passe enke gut op, dats de Lastik net futti geht an. Ich so merci a bis eng nächste Käier.